sage oft zu meiner Frau, wir beten, Heiliger Geist, wir sind gespannt, wie du das wieder lösen wirst. Wie kommt man zu einer Interaktion mit dem Heiligen Geist? Es fasziniert uns nicht mehr oder es begeistert uns nicht mehr, dass Gott selbst in uns wohnt. Also es ist ein Fakt, aber wir müssen das immer wieder neu uns dem bewusst werden. Da ist bei diesem Glauben an diesen Jesus, da gibt es etwas, was ich in diesen Menschen sehe, das ich in meinem Leben nicht gefunden habe. Also Ich habe schon noch viele unerfüllte Sehnsüchte in diesem Sinn in meinem Leben. Amen. Hast du das sowas erlebt wie eine Geistestaufe? Irgendwann muss ich an den Punkt kommen, wo ich Buße tun und umkehre. Jesus sagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Herzlich willkommen zum Sunday Night on Air. Hier sprechen wir heute über den Heiligen Geist. Wir wissen, Jesus hat auf dieser Erde gelebt, ist für uns gestorben, auferstanden, damit der Weg frei ist, auch für uns zu Gott dem Vater. Aber der Heilige Geist, den zu kennen und mit ihm zu leben, ist auch etwas, was man entdecken kann und erleben kann. Und darum habe ich eingeladen für diesen Tag hier Dominik Harp. Der preacht bei uns ja immer wieder und ist aber eigentlich Bauer und Ehemann, hast eine tolle Familie, 4 Kids. Und Jane Eberli, du studierst noch an der Universität in Zürich Theologie und du bist auch eine langjährige ICF-Predigerin, vor allem im ICF Youth bei uns, bei den Jungen. So cool seid ihr hier. Ich selber bin Joel Vögel, ich bin Pastor im Sunday Night und ich möchte mal starten mit der ersten Frage. Der Heilige Geist, den zu entdecken haben wir immer ganz unterschiedliche Wege und ganz unterschiedliche Punkte, wo wir herkommen. Was war so als Kind, wo ihr euch erinnern könnt, so erste Kirchenerfahrungen, die ihr gemacht habt? Wie wurde da über den Heiligen Geist gesprochen? Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir, ich bin eigentlich eher konservativ aufgewachsen in einer Kirche, wo wir haben eher ältere Lieder gesungen aus der Zionsharfe, so alte Hymnen und wir haben uns auch nicht, wir sind auch nicht aufgestanden beim Singen oder so, wie wir das jetzt bei uns in den Celebrations kennen und darum über den Heiligen Geist habe ich eigentlich in meiner ganzen Kindheit nie irgendeine Predigt oder etwas gehört. Ja. Das so war ich eigentlich. Das war meine Kindheit. Genau. Ja. Ich bin vor allem hier im ICF aufgewachsen und da war es schon immer ein Thema, auch in den Lagern oder in anderen christlichen Lagern hat man oft auch einen Abend dem gewidmet, diesem Thema, dem Heiligen Geist und hat davon erzählt und dort auch Raum gelassen, dass er wirken kann, dass man auch wirklich Erfahrungen machen kann und dass nicht einfach irgendetwas, ein Konzept bleibt, eine Idee, sondern etwas Reales wird. Ich bin in einer Methodistenkirche eigentlich groß geworden, die ersten paar Jahre. Mein Vater war dort Pastor. Und auch das Thema Heiliger Geist war da noch nicht so weit vorne. Und dann ist etwas passiert. Mein Vater hatte so nach 10 Jahren mit uns zusammen sind wir nach Südafrika gegangen und da haben sie wirklich Jesus nochmal ganz neu erlebt und haben so eine Revival erlebt und da wirklich auch, und dann hat er eine eigene Kirche gegründet dann aus dem heraus und da war man dann zum ersten Mal so offen für den Heiligen Geist und dann haben wir als Familie begonnen, den Heiligen Geist zu entdecken und das war wirklich sehr spannend. Also für mich war der Heilige Geist mit drin irgendwie von Anfang an so ein bisschen von dieser Veränderung, die wir als Familie wirklich auch erlebt haben. Habt ihr eine Geistestaufe erlebt selber? Und wie war das so? Zum ersten Mal, das ist ja die Geistestaufe, hört man manchmal wieder. Hast du das sowas erlebt wie eine Geistestaufe? Ja, es gab sicher verschiedene, also als ich dann eigentlich wollte ich ja mit dem Glauben nichts zu tun haben. Vielleicht um kurz aufzurollen, als ich dann mit 18 in einem ICF in Zug wieder mich dem Glauben genähert habe, habe ich gemerkt, dass da ist bei diesem Glauben an diesen Jesus, da gibt es etwas, was ich in diesen Menschen sehe, das ich in meinem Leben nicht gefunden habe. Also ich war auf der Suche und habe dann eigentlich mein Leben nochmal neu diesem Gott hingegeben und gesagt, ich will dir nachfolgen, habe mich dann auch taufen lassen und hatte zum Glück Freunde, auch in der Small Group, die mit diesem Heiligen Geist gelebt haben und so habe ich mich geöffnet, dieses Wissen
aus der Bibel heraus, wenn man zum Beispiel Johannes 4 liest, wo Jesus mit der Frau am Brunnen spricht und dann sagt, hey, wenn du von mir trinkst, dann werden diese Bäche bis ins ewige Leben reichen. Und das ist so dieses Bild von, ich gebe mein Leben Jesus und ich habe diese Heilsgewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und dann 3 Kapitel später in Johannes 7, als Jesus bei diesem Festtag am Sonntag aufsteht und nochmal der Menge zuruft, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und da wusste ich, da gibt es noch mehr als diese Bekehrung. Und so habe ich mich dann immer mehr einfach habe ich diesen Hunger verspürt. Ich möchte diesen Heiligen Geist mehr und mehr in mein Herz lassen und habe das ihm auch immer wieder gesagt. Ich habe gesagt, also wenn es da mehr gibt, dann möchte ich das erleben. Und so kam es, dass ich an verschiedenen Orten, als wir in Gottesdiensten waren, ich immer mehr und mehr diese Gegenwart des Heiligen Geistes gespürt habe und ihn immer mehr in jeden Ecken meines Herzens hineingelassen habe. Und das war Schritt für Schritt. Für mich war es nicht ein Ort, wo ich sagen kann, da habe ich die Geistestaufe erlebt, sondern es war mehr ein sich öffnen und ihm alles geben, im Wissen, dass es eben mehr gibt als einfach, ich habe jetzt mein Leben Jesus gegeben. Das ist wie wenn ich einen Schluck Wasser trinke oder ich springe in einen Swimmingpool hinein. Also entweder ich bin, habe dieses ewige Leben erhalten als Kind Gottes, aber dann möchte ich ja, dass aus meinem Leben Ströme des lebendigen Wassers fließen und ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht aus mir heraus. Das geht nicht. Ich brauche diesen Heiligen Geist als diesen Freund und habe so eigentlich das Schritt für Schritt entdecken. Und ich meine, ich bin jetzt über 19 Jahre mit dem Heiligen Geist unterwegs und es ist für mich heute noch immer wieder ein Füllen lassen und ein Pfingsten, das wir ja jetzt feiern an diesem Weekend, ist es für mich nochmal ein Verstehen, dass eben diese Pfingsten jeden Tag ist. In diesem neuen Bund mit Jesus können wir diesen Heiligen Geist jeden Tag wieder am Morgen aufstehen und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist, ich bin froh, dass ich mit dir durch dieses Leben gehen darf, weil er ja die Gottheit ist, die auf dieser Erde ist. Wir müssen verstehen, Jesus ist aufgefahren und hat Platz genommen zu Rechten, hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, damit ich euch einen Freund geben kann, einen Berater, einen Ratgeber, die Weisheit. Und das ist dieser Freund, diese Gottheit, Heiliger Geist, nicht irgendein Zugemüse oder eine Kette, die man dann noch am Sonntag trägt, sondern wirklich Gott selbst, wo in uns wohnt, wo Wohnung genommen hat in uns und durch uns leben will. Und so habe ich das eigentlich erfahren durch meine Bekehrung und bin immer noch am Entdecken. Bin immer noch am Wissen, ich will noch mehr dieser Heilige Geist in meinem Leben haben, weil nicht nur die Geistesgaben, wo wir auch noch drüber sprechen werden, aber auch diese Frucht des Geistes, die verschiedenen Attributen und Charaktereigenschaften, die ich mehr und mehr in meinem Leben sehen will. Das ist so krass, ja. Das ist mega, mega Ansehen, wenn du das so erzählst und diese Geschichte, da kriegt man wie einen seelischen Hunger, sage ich jetzt mal. Oh, das ist krass, das wünsche ich mir auch. Ja. Du hast das auch schon angetönt vorher, dass du in deinen ICF-Zeiten auch schon relativ früh. Hast du einen Moment, wo du sagen könntest, da hast du den Heiligen Geist, Geistestaufe erlebt? Oder wie würdest du deine Geschichte mit dem Heiligen Geist beschreiben? Also ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, dass du es schon verknüpfst mit der Bekehrung, weil ich glaube, dort, wo wir Jesus anerkennen als Retter und als Herr, dass wir dort auch den Geist empfangen. Dort sind wir dann diese Kinder, die dann eben Gott als Vater ansprechen können und haben wir den Geist, aber nachher ist es ja eben ein Prozess, wo wir mehr Raum für das lassen. Und ich glaube, ich habe das schon früh mitbekommen, eben aus dem ICF oder aus Lagern oder von meiner Familie auch, dass man Raum für das gibt. Und dann weiß ich schon einzelne Momente, wo ich das wie auf einem anderen Level erlebt habe. Was heißt das? Ja, wo ich wie zum Beispiel zum ersten Mal ganz stark gespürt habe, doch, ich möchte mein ganzes Leben dir hingeben. Wo ich zum Beispiel auf die Knie gegangen bin und weinen musste, weil ich so, dass ich in mir spürte, mein Leben gehört Jesus. Das war irgendwie mit vielleicht 13, 14, wo wie etwas nochmals neu, wie auf eine tiefere Art, vielleicht etwas, das ich schon wusste oder schon überzeugt war, aber in meinem Herz noch angekommen ist. Krass. Ja, und dann auch später dann mit 18, 19, als ich zum Beispiel eine Jüngerschaftsschule gemacht habe, wo auch viel Raum für das war, wo ich dann erlebt habe, was es heißt, eben zu prophezeien oder Wörter weiterzugeben, wo dann was wie in einem neuen Level, auf eine neue Tiefe
spürbar wurde und erlebbar wurde. Aber vorher, der Heilige Geist war schon immer da. Er lebt ja in mir, wie du hast das ganz schön gesagt. Er wohnt in uns, Gott kommt in uns wohnen. Genau. Unterscheidet ihr jetzt gerade bei diesen Erlebnissen, hey, jetzt habe ich Jesus erlebt oder jetzt habe ich den Heiligen Geist erlebt? Ist es einfach Definitionssache oder wie merkt man, dass das jetzt der Heilige Geist und nicht Jesus war? Also wir glauben ja an einen Gott, oder? Es ist ja die Trinität, die dann eigentlich in uns wohnt. Ich glaube aber trotzdem, dass er in 3 Personen uns begegnen möchte. Es ist ein Gott, aber in 3 Personen. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir den Vater kennenlernen, aber auch, dass wir den Heiligen Geist als Person kennenlernen. Nicht einfach eine Kraft, sondern eine Person, die wir kennenlernen dürfen, mit der wir Gemeinschaft haben dürfen. Genau. Johannes der Täufer hat ja über Jesus eigentlich gesagt, wenn er dann kommt, dann wird er euch mit dem Heiligen Geist, im einen Evangelium heißt das mit dem Heiligen Geist und Feuer, aber einfach im Markus-Evangelium mit dem Heiligen Geist dann taufen. Es ist noch schwierig manchmal so zu verstehen, eben du hast jetzt auch gesagt, irgendwie gehört es mit der Bekehrung zusammen und der Heilige Geist und muss man sich jetzt jemand, der gläubig ist, das lesen wir auch, dass es Gläubige gab, die haben den Heiligen Geist irgendwie noch nicht empfangen. Inwieweit muss man sich als neuer Christ oder als gläubiger Christ darum bemühen, noch den Heiligen Geist auch zu erhalten? Was ist da richtig? Da blättert ein. Ja. Ist gut, ist gut. Apostelgeschichte 2, Vers 38, das ist ja nach diesem Erlebnis des Pfingsttages, als dann ist noch interessant, als die Juden gemerkt haben, wir haben eigentlich einen Scheiß gemacht. Also wir haben Jesus getötet. Ja. Und das könnte vielleicht wirklich falsch gewesen sein. Also der könnte wirklich der Sohn Gottes gewesen sein. Dann sie fragen dann, ja, was können wir jetzt tun? Und Petrus antwortet ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünde, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist doch so eine Ermutigung, die Petrus da macht an Menschen, die eigentlich alle Hoffnung verloren haben, die ja gewartet haben, Jahrtausende auf diesen Messias, der sie befreien würde. Und sie haben dann gemerkt, wir haben es verbockt. Und dann kommt er und sagt, bekehrt euch, bekennt eure Sünden, lasst euch taufen, empfangt dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Und das ist noch interessant, dass wirklich dieses Happening, ich möchte das immer gerne abwälzen auf unser Leben heute. Irgendwann muss ich an den Punkt kommen, wo ich Buße tun und umkehre. Und das ist dieses Bekehrungsmoment. Wie du sagst, ich merke, Jesus, ich brauche deine Vergebung meiner Sünden. Ich merke, ich kann es nicht selber. Ich will diese Gnade und diese Barmherzigkeit von dir empfangen. Meine Leistung reicht nicht aus, um diesem Vater zu begegnen, weil er heilig ist, weil er ohne Schuld ist. Ich brauche diese Gerechtigkeit. Ich muss sie empfangen von diesem Schöpfergott, der seinen Sohn nicht verschont hat. Und wenn ich das mache, wie gesagt, dann der Heilige Geist Platz nimmt in mir. Und dann, glaube ich, haben wir eben über die Zeit in den letzten Hunderten von Jahren das immer wieder ein bisschen unter den Deckmantel, ja, wir haben ja jetzt uns bekehrt, wir haben den Heiligen Geist, es ist schon gut. Und da kommt dann oft dieser Punkt, oder wo ich merke, wo wir resignieren, wo wir merken, ja, es ist ja alles gut, wir haben ihn und wir leben, aber wir merken keine Veränderung, wir überwinden unsere Sünden nicht, wir kommen nicht in wahre Freiheit, wir sehen nicht die Manifestation der Geistesgaben in unserem Leben und dann dürfen wir nochmal ermutigt werden durch dieses Wort. Es gibt eine immer wiederkehrende Erfüllung des Heiligen Geistes, wo wir eben ihm Raum geben, dass er unser Verstand
überführen darf und merken, es gibt noch mehr. Wir können in mehr hineinkommen. Und das ist ja das, also um ganz ehrlich zu sein, mein geistlicher Vater ist 65 Jahre mit Jesus unterwegs und er sagt mir, das, was mich antreibt, jeden Morgen diesen Heiligen Geist willkommen zu heißen, mit ihm durchs Leben zu gehen, weil er immer noch mehr bereit hat für mein Leben. Es ist nicht einfach done that, es ist immer ein Weitergehen von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, wie die Schrift sagt. Und das ist das, was mich begeistert an diesem Leben mit dem Heiligen Geist. Und darum will ich es nicht missen, ihn immer wieder einzuladen in mein Leben und sagen, bitte deck auf, bitte überführe mich, bitte gib mir mehr von dir, weil ich brauche diese Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wir sind halt oft in diese verschlafene, wie sagen wir, in dieses verschlafene Status hineingekommen, so, ja, ich habe ja Jesus, darum habe ich den Heiligen Geist, ich brauche gar keine Geistestaufe. Und da haben wir eben dann das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und gesagt, es ist schon okay, wir haben ja alles. Und ich verstehe den Punkt, ja, wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wenn wir Jesus annehmen und seine Kinder geworden sind. Aber es gibt eben mehr, als einfach nur einen Schluck Wasser zu trinken oder im Fluss zu schwimmen. Ja. Das ist der Punkt, den ich einfach merke in meinem Leben. Ja, ich glaube, wir werden vielleicht, es fasziniert uns nicht mehr oder es begeistert uns nicht mehr, dass Gott selbst in uns wohnt. Also es ist ein Fakt, aber wir müssen das immer wieder neu uns dem bewusst werden, was für ein unglaubliches Wunder ist, dass Gott sich entschieden hat, in unseren Körpern, in uns selbst zu wohnen. Und wenn wir das immer wieder neu realisieren und auch sagen, ich möchte mich wieder daran erinnern, ich möchte das nicht vergessen, ich möchte durch die Welt laufen und mir dessen bewusst sein, dann, glaube ich, machen wir ja auch Raum auf, dass er auch wirken kann. Weil wir es nicht einfach als, ja eben, das ist einfach so, sondern wir sind immer wieder neu berührt von diesem absoluten Wunder. Ja. Und ich glaube, ganz wichtig da noch zu betonen ist, dieser Heilige Geist, der ist so ein Freund, der sieht immer weiter. Oder der Heilige Geist ist dieser prophetische Geist, der schon die Zeiten, die kommen wird, kennen wird. In unserem Leben, im Leben, was auf der Welt geschieht. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Leute Angst haben, Zukunftsängste, was kommt. Darum ist es so wichtig, diesen Heiligen Geist immer wieder einzuladen, weil er will uns an der Hand nehmen. Er weiß, was kommt. In den Sprüchen heißt es, mach Weisheit zu deiner Schwester und Einsicht zu deinem besten Freund. Und das ist nochmal ein Bild für diesen Heiligen Geist. Er möchte nah sein. Er möchte uns führen als dieser prophetische Geist, der schon weiß, was in 2 Jahren ist. Der schon weiß, was in 5 Jahren ist. Und ich muss nicht selber meine Zukunft definieren, sondern ich lehne mich immer wieder in dieses Wissen, dass Gott in mir lebt und er einen Plan hat für mein Leben. Nicht nur für mein Leben, sondern für das Leben mit den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und das ist doch so ermutigend. Ich brauche das. Ich will nicht alleine mein Leben bestimmen, sondern ich will vertrauen, dass der Heilige Geist mich leitet und darum auch immer wieder ihn willkommen heißen und sagen, du bist im Fall willkommen in meinem Leben, in meinem Herz. Ich bin froh, dass du da bist. Danke. Oder ich sage oft zu meiner Frau, wir beten, Heiliger Geist, wir sind gespannt, wie du das wieder lösen wirst. Wenn wir vor Problemen stehen, Herausforderungen in der Familie, dann sagen wir nochmal, Heiliger Geist, du hast alles in der Hand. Egal ob in der Schule, im Hobby, im Job, in Entscheidungen. Danke, Heiliger Geist, du wirst es gut machen. Wir vertrauen drauf. Ja. Und wir sind gespannt, wie du das wieder löst. Und das gibt nochmal so wir tragen nicht unsere Lasten selbst unseres Lebens, sondern wir geben sie Gott, weil er ja gesagt hat, ihr dürft mir alles abgeben, oder? Ihr müsst eure Lasten nicht selbst tragen. Lernt von mir, sagt Jesus in Matthäus 11. Und das ermutigt mich und freut mich eigentlich jeden Tag zu wissen, dass ich einen Freund habe, der mir gerne hilft. Ich würde gerne jetzt für jemand, der vielleicht noch nicht so lange im Glauben unterwegs ist, so wie pflegt man oder wie kommt man zu einer Interaktion mit dem Heiligen Geist? Jetzt ganz konkret. Was kann man denn tun? Ich möchte den Heiligen Geist auch mal erleben. Ich möchte das auch haben, was du hast und dieses Verständnis und dass da der Heilige Geist mit mir wirkt und irgendwie so. Aber das ist ja, wenn man es ganz konkret machen will, ist es noch schwierig. Auch was darf man erwarten, sich vorstellen und was ist so eine Interaktion mit dem Heiligen Geist, die du pflegst? Ich glaube, es gibt das eine in Gemeinschaft. Ich glaube,
wenn wir in Atmosphären von Worship sind, Ja. dass da es einfacher ist, manchmal mit dem Heiligen Geist zu interagieren und sich einfach mal zu öffnen. Weil wir sind ja auch da, um Jesus zu ehren, und der Heilige Geist hilft uns dabei, auch Jesus zu ehren. Und gerade in so einer Atmosphäre des Worships passiert das, und ich glaube, das ist einfacher. Aber in meinem Leben jetzt ganz persönlich merke ich, dass abseits von der Gemeinschaft, dort, wo ich ganz alleine mich öffne dem Heiligen Geist, dass da für mich die größten Wunder passieren. Und zwar einfach im Alltag, an einem ganz gewöhnlichen Dienstagmorgen, wo ich gar nicht so viele Erwartungen habe, aber ich mich einfach wieder mal hinsetze und öffne, dass mich jetzt etwas nochmals neu berührt oder der Heilige Geist nochmals neu zu mir redet. Und das kommt einfach durch auch wiederholtes Bibellesen, wiederholtes Suchen von Gott. Der Heilige Geist ist einer, der mich immer wieder überrascht. Nicht dann, wann ich frage, also er kommt oft nicht dann, wann ich frage, sondern dann, wann ich auch nicht frage. Aber einfach, weil ich diese auch Habits habe und diese Gewohnheiten, wo ich Raum mache für ihn, dass er zu mir reden kann. Welche Elemente gehören für das Raummachen für ihn? Dazu ganz konkret? Ganz konkret sicher das Bibellesen. Ja. Für mich schon auch Worship, eben Ja. auch Gott Ehre zu geben. Und das Stillwerden. Still werden. Ja, still werden, weil dort nicht, wo nur ich rede, sondern wo ich auch bereit bin zu hören. Ich muss ja lernen, seine Stimme zu hören. Genau. Und das Dritte vielleicht noch, was auch schon zur Gemeinschaft wieder gehört, wäre, in einer kleinen Gruppe zu üben. Aber vielleicht kommen wir da bei den Geistesgaben dazu. Das ist cool. Aber das sind schon mal ein paar coole Ansätze, wo man, was man machen kann, um einfach da... Lädst du manchmal den Heiligen Geist bewusst ein, oder ist das automatisch, oder lädst du Gott ein, oder... Ja, es ist unterschiedlich, aber schon auch manchmal ganz bewusst den Heiligen Geist. Vor allem, wenn ich dann für den Tag bete, Ja. dass er mich wirklich Das führt und Gebet. leitet. Und ich bete auch oft, erinnere mich an dich sozusagen, also dass ich während dem Alltag an den Heiligen Geist erinnert werde und wieder mit ihm kurz kommuniziere und kurz ihn aufsuche. Genau. Hast du konkrete Habits dir etabliert, um das mit dem Heiligen Geist zu leben? Das ist auch so ein Ausdruck, den brauchen wir oft. Lebe mit dem Heiligen Geist. Ja, ja. Was heißt das ganz konkret? Also ich habe so ein Saying, im Geist zu leben heißt eigentlich nichts anderes als in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Ja. Also wenn ich im Geist lebe, was heißt im Geist leben? Das heißt, ich lebe mit Übereinstimmung der Wahrheit. Und die Wahrheit, die absolute Wahrheit ist die Schrift, das Wort Gottes. Und wenn er dort sagt, dass er Freude hat, mich anzunehmen als sein Kind, dann ist das eine Wahrheit. Und dann beginne ich das aufzunehmen. Bei mir ist es so, ich lese die Bibel und bleibe meistens bei einer Passage für mehrere Tage oder Wochen auch, weil ich merke, etwas springt mich an. Ich habe vielleicht diese Passage schon 10-mal gelesen, ich kenne vielleicht schon die Geschichte oder ihr kennt das vielleicht auch, ihr beginnt die Geschichte und denkt, ja, ich weiß, jetzt kommt das und dann das und dann das und plötzlich kommt ein Vers und der ergreift dich. Also vielleicht ein Beispiel jetzt aktuell. ja. Diese Geschichte aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt von diesem Weinbauern, wo Leute anheuert. Die einen kommen am Morgen zu arbeiten, die anderen Mittag, die anderen am Abend. Und am Abend kriegen alle gleich viel Lohn. Und die am Morgen schon kommen sind, haben sich eigentlich extrem aufgeregt und gesagt, das ist ja nicht fair. Und dann kommt dieser Satz dann unten im Vers 20, glaube ich, ist es, wo dieser Weinbauer, der ja das Bild von diesem Gott ist, diesem Vater, und sagt, ihr habt doch genauso viel bekommen, wie ich euch gesagt habe. Lasst ihr mich nicht barmherzig sein mit denen, die erst am Abend um 5 gekommen sind. Und das hat mich so getroffen, weil ich gemerkt habe, in diesem Reich Gottes ist es eben, da kommt es nicht drauf an, wann du in dieses Reich Gottes hineingehst, sondern da ist ein Gott, der eben so großzügig ist, der eigentlich möchte, dass ich mich freue mit dem, der erst um 5 Uhr gekommen ist, vielleicht kurz vor seinem Tod noch in dieses Reich Gottes hineingekommen ist und ihm danke und mich freue, dass er genau gleich viel bekommen hat. Das hat mich einfach, hat mir noch etwas nochmal von diesem Herz, von diesem Gott gezeigt. Momentan bin ich an dieser Geschichte, weil es nährt mich, weil ich
lerne etwas von dem Wesen, wie Gott ist, weil er anders ist als ich, weil ich auch denke, ja, ist ja mega unfair, also die haben ja den ganzen Tag gearbeitet, aber Gott und sein Reich funktioniert eben anders, oft anders als unser Verstand. Ja. Und so probiere ich auf den Heiligen Geist zu hören, wenn er durch die Bibel zu mir spricht. Ich denke, das ist sicher ein Hauptding, dann sicher Anbetung. Wenn ich auf dem Hof arbeite, Worship zu hören, Gott die Ehre zu geben, ist sicher ein wunderbares Tool, um diese Gegenwart zu erleben, weil ich immer sage, wir haben ja diesen Tempel in uns drin. Also wir müssen nicht in eine Kirche gehen, für einen Tempel aufzusuchen wie früher, sondern der Tempel hat er in uns gemacht, wie du so schön gesagt hast. Gott lebt in uns. Also wie viel mehr VIP willst du sein als der Schöpfer des Universums lebt in dir und möchte Gemeinschaft mit dir haben und kennt dich bei deinem Namen. Die Schrift sagt, er hat deine Haare auf deinem Kopf gezählt. Bei mir sind es nicht mehr so viele, aber er kennt mich. Und das ist das, was mich begeistert an diesem lebendigen Glauben. Ich denke, das sind so die 2 Dinge, die mir am meisten helfen. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen privilegiert seid, dass ihr so viel erlebt mit Gott. Ich kenne viele Menschen, die haben ein bisschen Mühe, weil sie sich mehr Erleben eigentlich wünschen, als sie wirklich dann erleben, auch mit dem Heiligen Geist. Habt ihr sicher auch schon getroffen, solche Leute? Was sagt ihr diesen Menschen, wenn sie kommen und sagen, hey, ich öffne die Bibel, es spricht mich nicht an, ich bete, ich spüre nicht, ich worshipe, es kommt nichts zurück. Kennt ihr das auch oder wie geht ihr damit um? Also genau, es soll überhaupt nicht so wirken, als dass ich einfach die ganze Zeit alles spüre und den Heiligen Geist und so. Ich kenne das auf jeden Fall. Auch Fragen, die mir nicht beantwortet werden oder Probleme, die ich habe, für Wunder, die ich bete oder für Heilung, die ich bete, die ich auch nicht erlebe. Ich habe schon noch viele unerfüllte Sehnsüchte in diesem Sinn in meinem Leben. Amen. Genau. Das Einzige, was ich da sagen kann, ist, ich möchte festhalten und nie loslassen. Und nicht müde werden, für das Wunder zu hoffen und zu glauben. Ja. Und auch dort, wo es aber nicht kommt, festzuhalten und zu vertrauen. Genau. Diese Gewissheit zu behalten und sie zu nähren, dass Gott mich liebt, dass wir seine Kinder sind und dass er uns gerne vieles schenkt und dort, wo er es nicht tut. Genau, ja. Ja, also es ist absolut so, wenn wir Menschen begegnen, die sagen, hey, da spricht mich nichts an oder ich spüre diese Liebe nicht. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir in so eine Sackgasse hineinkommen, dann müssen wir uns wieder umdrehen und auf dieses Kreuz schauen. Wir müssen dieses Kreuz anschauen, das der Markpunkt, der Anfang, oder? Nicht vom Ende, sondern der Anfang vom Anfang war. Da kam ein Gott, ein Vatergott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Nicht für irgendwen, sondern für mich, für dich. Ja. Er hat alle unsere Sünden getragen. Er hat sogar gesagt, es ist eine Freude, die vor mir liegt. Warum? Wir waren seine Freude, damit er durch diesen Garten Gethsemane gegangen ist, dieses Kreuz auf Golgatha getragen hat. Und es ist nicht ein kleines Ding, das er gemacht hat. Das möchte ich schon betonen. Es ist nicht es brauchte alles von diesem Gott, dass er sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Und dieser Fakt, dass ich nicht in meiner Sünden sterben muss, sondern dass ich leben darf. Ich werde sogar, wenn ich sterbe, werde ich leben, heißt es in der Schrift. Also egal, ob ich morgen sterbe oder wie mein Großvater dieses Jahr mit 89, es ist egal. Wir werden unsere Augen schließen und in Herrlichkeit aufwachen. Nicht weil wir gut waren, das möchte ich betonen, sondern weil er gut ist. Weil der Vater seinen Sohn nicht verschont hat für uns alle. Und wenn uns diese erste Liebe vorhanden kommt, oder wenn ich sage, Gott, ich möchte dich mehr spüren oder ich wage nicht, lass uns immer wieder dieses Kreuz anschauen. Wie verloren war ich früher in meinen Sünden, in meinen Habits, in all dem, wo ich vielleicht dran bin. Und um ehrlich zu sagen, ich habe auch noch Dinge, die ich überwinden möchte, sogar noch sehr viele. Aber wir bleiben dran, wie du gesagt hast, aber wir müssen uns auf dieses Kreuz fokussieren, weil dieses Blut von diesem Lamm Gottes ist etwas Kostbarste und das macht unser Herz weich und bringt uns in diese Dankbarkeit. Und das ist doch der Schlüssel, dieses Realisieren. Kolosser 2,7 ist einer meiner Lieblingstexte
Lieblings- und Leitverse meines Lebens, oder was heißt, lass unsere Wurzeln tief senken in Christus. Warum? Damit wir erkennen, was er für uns getan hat und dass unser Leben überfließt in Dankbarkeit. Also wir müssen immer wieder dahin kommen. Wir lieben es, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, Geistesgaben, Wunder zu erleben. Dann sehen wir es nicht. Aber wenn wir da probieren abzudriften, müssen wir wieder zurückkommen zu diesem Kreuz, weil das ist der absolut größte Liebesbeweis dieses Vatergottes, dass er seinen Sohn nicht verschont hat von uns alle, oder? Ja. Ja, und das ist auch das Werk des Heiligen Geistes. Amen. Er ist der, der uns erinnert an Amen. das. Auch Ja. das ist das Werk Ja. des Heiligen Geistes. Amen. Nicht nur das, sondern genau auch das. Amen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, manchmal verstehen wir menschlich gar nicht, was der Heilige Geist alles schon in uns tut. Wir sind oft ein bisschen experience-geil. Wir möchten es doch erleben und spüren und übernatürlich, weil es für uns wichtig wäre. Aber für unseren Glauben erreicht der Heilige Geist oft sein Ziel schon. Auch wenn wir es nicht so emotional dann spüren. Ich möchte mal ins Neue Testament gehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, 2 so starke Bibelstellen kommen da heraus. Auf der einen Seite die Geistesgaben, haben wir jetzt immer wieder gehört. Kurz ein paar Geistesgaben, dass wir den Leuten einen Eindruck geben. Was sind die Geistesgaben? Also zum Beispiel Lehren oder Heilen oder Prophezeien. Ja. Genau. Worte der Erkenntnis, Ja. Wunder, Also prophetisch, Ja, Zungenrede, Zungenrede mit Auslegung. Zungenrede und Auslegung. Also das sind alles die Geistesgaben so, weil man kriegt das und kann damit dann etwas Geistliches bewegen, sage ich mal. Und dann gibt's aber auch die Geistesfrucht. Manchmal hört man Geistesfrüchte, im Original ist es eine Einzahl, eine Geistesfrucht. Was ist die Geistesfrucht? Noch kurz, was ist das? Freude, Freundlichkeit, Frieden, Friede, Selbstbeherrschung. Geduld. Ja. Treue, Liebe, ist Ja. auch, ja. Gut, also einfach so, und das Ding. Was ist euch persönlich wichtiger? Wenn man das so fragen darf. Geistesfrucht oder Geistesgaben? Das ist immer, ich weiß, dass man, aber Ich muss so sagen, als ich diesen Heiligen Geist in mein Leben gelassen habe, dann würde ich sagen, haben die Geistesgaben schon einen sehr großen Platz eingenommen. Haben sie immer noch, aber ich merke, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, ist Jesus doch auch sehr an meinem Charakter interessiert, als ob ich jetzt noch ein prophetisches Wort richtig weitergebe, das sehr viel verändern kann. Und ich will das nicht klein machen, das sehr wichtig ist. Wir müssen diesen Geistesgaben nachjagen, aber die Frucht des Geistes sind ja nicht Früchte, es ist eben ein Geist, der diese Frucht bewirkt, diese ganzheitliche Frucht, diese Attribute merke ich schon, da habe ich Room for Improvement und möchte ich auch dranbleiben, dass Gott mich dort wirklich diese Barmherzigkeit, diese Friede, diese Selbstbeherrschung, diese Treue, all das in mir wachsen lässt. Also es hat sich ein bisschen geschiftet, je länger ich mit Jesus unterwegs bin. Ja. Ja. wie kann man diese Geistesfrucht und diese Geistesgaben, wie kann man die kriegen? Was muss man tun, damit man Ja, also ich glaube, es ist schon etwas, wonach wir streben dürfen. Gott möchte uns beschenken. Ich bin überzeugt, es ist seine größte Freude, uns mit diesen Sachen zu beschenken. Aber wir dürfen auch nach dem streben. Und gerade auch bei den Gaben, glaube ich, da gehört Übung dazu. Amen. Ja. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand die Gabe vom Lehren hat, dann stellt man die Person nicht einfach auf eine Bühne und sagt, also go, sondern man sagt, okay, du darfst jetzt in einem kleinen Rahmen üben, wo Fehler passieren dürfen. Genau. Und das würde ich genauso sagen, zum Beispiel bei der Prophezeiung oder bei Heilung, dass man Räume schafft, in denen man in einem safen Space üben darf, wo man das einfach mal ausprobieren darf, wo man das trainieren darf. Genau, das ist nicht einfach von Anfang an so. Und das habe ich auch schon erlebt, dass dort, wo ich Raum gebe, wo ich mich mit Freunden immer wieder dem Raum gebe, dass wir das üben können, dass da auch diese Dinge wachsen. Wird ja, gerade bei der Prophetie wird es ja explizit erwähnt. Bitte strebt danach, heißt es. Also übt es. Wie übt man eine Geistesgabe praktisch? Ja, was für eine? Ja, sag mal Prophetie, Gottes Stimme zu hören und da prophetische Worte weiterzugeben.
Also ich weiß noch, bei mir war der Startschuss, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ging ich auf so einen Treasure Hunt. Vielleicht kurz erklären, also wir haben uns zusammengetan, Freunde, wir haben gebetet und gefragt, Gott, gebe uns ein Wort, wo müssen wir hin, was für eine Person finden wir dort vor, wie sieht die aus, und haben das aufgeschrieben und sind dann losgegangen. Und haben diese Person effektiv gesucht. Vielleicht haben wir irgendwie Hauptbahnhof Zürich, roter Pullover und hat das und das Problem, können wir für diese Person beten. Und ich merke, wie du gesagt hast, wenn du dann wirklich diese Person triffst und und du merkst, hey, Gott hat zu mir gesprochen, ich habe diese Person wirklich gesehen vor meinem inneren Auge, dann lernst du beginnen, dass eben Gott wirklich in inneren Bildern und inneren Impressionen auch in meinen einfachen Gedanken hineinspricht. Also ich habe so oft prophetische Worte weitergegeben, als ich in einem Service war, in einem Gottesdienst oder irgendwo sonst, wo einfach plötzlich das in meinen Kopf, weil ich weiß, ich habe nicht daran gedacht, sondern es ist einfach da. Und dann diesen Mut zu haben, diesen Schritt rauszugehen und zu sagen, nicht, Gott hat gesprochen, du musst das und das machen, sondern hey, ich habe den Eindruck, dürfte ich dir ein Wort weitergeben, ich habe etwas auf mein Herz bekommen, und da zu trainieren und zu merken, hey, das ist eine Gabe. Also Gott spricht sehr einfach in unsere Gedanken. Wir Menschen haben das Problem, weil wir da immer diese Frage haben, war das jetzt meine Stimme oder war Gott? Ich sage immer so, ich habe noch nie jemanden gesehen, der in Liebe herausgetreten ist und versucht hat, jemand anderen zu segnen. Und ich war schon oft falsch und es war kein Problem, weil ich mit Respekt und mit Liebe und mit dem besten Interest für das Gegenüber gehandelt habe. Und so kann ich eigentlich gar nie falsch gehen, weil Liebe geht nie falsch. Und so trainiere ich dieses Gott redet ganz einfach in mein Herz, in meine innere Vorstellungskraft, in meine Gedanken. Und so habe ich gelernt, auf diese Stimme aufmerksam zu werden, wenn er meistens sehr aus dem Kontext gerissen plötzlich zu mir spricht und ich merke, hä? Also das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann diesen Schritt raus und dieses Wort weiterzugeben. Ja. Könntest du mal beschreiben und uns einen Einblick geben, wenn du Gottes Stimme hörst? Versuch möglichst konkret uns das zu beschreiben, dass man ein bisschen Verständnis hat. Und was ist der Unterschied auch zu einem normalen Gedanken? Ja. Also zum Beispiel vor der Celebration vom ICF Youth treffen wir uns immer mit dem Gebetsteam und dann hören wir für den Abend. Und dann nehmen wir uns bewusst Zeit, werden still und beten, dass der Heilige Geist uns Eindrücke für den Abend gibt, dass wir dann dafür beten können. Genau. Und dann werden wir ganz still und dann schließe ich meine Augen und dann warte ich mal, was passiert. Und ich habe eine sehr große Imagination, das heißt, ich habe viele Bilder, die dann kommen und dann kommt irgendein Bild von etwas in meinem inneren Auge und dann nehme ich das mal mit und bewege das ein bisschen, manchmal geht es dann noch weiter, kommen Gedanken dazu, ich erinnere mich an etwas, das ich gerade in der Bibel gelesen habe, einen Vers dazu, genau, und dann sammeln wir das und dann spreche ich das aus, genau, und wir haben das oft erlebt, dann, dass jemand das genau gleiche Bild hatte oder einfach auf eine andere Art und das dann das sich wie ergänzt hat. Genau, aber es braucht immer, also ich habe schon so oft Bilder geteilt, wo ich gemerkt habe, oh, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war. Es braucht immer diesen Mut und diesen Schritt. Genau, aber ich bin jetzt sehr bildlich. Ich weiß, andere Menschen haben öfters Bibelverse. Ich habe nicht so oft Bibelverse, die mir in den Sinn kommen. Das ist ja ganz unterschiedlich, das muss man auch herausfinden. Aber es braucht diesen Mut und dann auch irgendwie den Gehorsamschritt, wo man dann wirklich auch etwas macht. Und sich das trauen. Ja, ist das genug? Ja, aber ich finde eben, das ist eben die Schwierigkeit und darum braucht es vielleicht auch so viel Charakter, weil es braucht dann mega den Mut und den Glauben, das könnte jetzt vom Heiligen Geist sein und gleichzeitig auch die Demut, was das jetzt bewegt oder ob jetzt da noch mein Gedanke mit reinfließt, kann immer auch sein, ich lasse es auch wieder los und ich drücke nicht, das muss jetzt genau passieren. Also ich versuche selber auch wenn ich auf der Bühne bin, immer sensibel zu sein, möchte der Heilige Geist jetzt etwas führen und dann oftmals habe ich so einen Blitzgedanke und
und ich habe so ein Gespür auch entwickelt. Es gibt eine Art von Blitzgedanke und für mich ist mittlerweile sogar, wenn es mich Mut braucht, bin ich fast sicher, das ist wahrscheinlich vom Heiligen Geist. Ja. Wenn's, oder auch wenn es etwas ist, hey, das habe ich noch nie gedacht, irgendwie, dass in diese Richtung gehen könnte, dann weiß ich, okay, jetzt hat vielleicht der Heilige Geist auch etwas Neues, Frisches da reingesprochen. Aber eben diesen Mut, auch wenn ich etwas weitergebe, ich habe immer dieses Herz, wie du es beschrieben hast, von Liebe, ich möchte ihm Gutes tun, es kann sein, vielleicht liege ich irgendwo falsch und so. Trotzdem, ich habe es aus guten Intentionen gemacht und ich habe die Person dann geliebt mit den Geistesgaben, so gut es ging. Wenn Gott dir jetzt sagt, keine Ahnung, Gott sagt dir, hey, kauf dir einen neuen Traktor. Wie hörst du da Gottes Reden und wie weißt du da, dass es von Gott ist und wie nicht? Kaufst du dir einen neuen Traktor oder sagt dir das sowieso nie? Oder einfach bei so Dingen wie führt dich Gott? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja die letzten Jahre, wo ich meinen Betrieb weiterentwickelt habe, das hat eigentlich so das Reden über diesen Hof hat begonnen im 2014, als ich an einer prophetischen Konferenz war in Amerika, hat ein Mann, der mich nicht gekannt hat, hat mir gesagt, ich sehe, dass du in deinem Business von deinem Vater, dass du das übernehmen wirst und dass du Wege finden wirst, Kosten einzusparen und produktiver zu werden. Und das hat für mich dort noch absolut nicht so groß Sinn gemacht, aber ich habe dieses Wort mitgenommen und ich habe ja diesen Landwirtschaftsbetrieb, einen Milchwirtschaftsbetrieb mit fast den höchsten Leistungen in der Schweiz und wir haben begonnen, unseres ganzen Kraftfutter seit 2016 selber zu mischen und haben so extrem Kosten eingespart und das ist eigentlich alles so Schritt für Schritt hineingekommen und so mit diesem Wort hat eigentlich alles begonnen und es ist noch interessant, ich rede viel mit meiner Frau, wo wollen wir hin, was ist dann unser Ziel mit diesem Hof und das ist immer klar, das ist schon klar definiert gewesen, wir wollen einer der besten Milchwirtschaftsbetriebe der Schweiz werden und wir wollen diese Zucht vorwärts bringen, diese Holstein-Zucht, die wir betreiben, zur Ehre von Jesus. Also dass am Schluss, wir haben so viele Leute, die jetzt schon auf diesen Hof kommen, sie fragen, warum funktioniert das so, warum habt ihr so große Tiere, die so produzieren und wir sagen immer, wir haben das Management im Griff, wir haben unsere Kosten im Griff, wir haben unsere Felder im Griff und alles dazu kommt noch dieser Segen vom Himmel, der der einer der wichtigsten Punkte ist, weil es muss zusammenkommen. Wir können nicht nur beten, dass etwas passiert, sondern wir müssen auch im Management, das Ganze muss zusammenkommen. Aber dieser Segen vom Himmel ist das Entscheidende und so probiere ich den Heiligen Geist mit einzubeziehen und sagen, Heiliger Geist, was müssen wir machen? Jetzt haben wir gleich vor 2 Wochen eine Regenanlage im Roboter eingebaut, der bei 25 Grad beginnt, die Kühe zu kühlen. Und das ist das erste in der Schweiz. Wir sind ein Testbetrieb, das kommt aus Italien, in Sizilien, wo sie 40 Grad haben. Und so probieren wir immer innovativ zu sein, unsere Augen und Ohren offen zu halten, wo uns Gott wieder fühlt, was können wir wieder besser, was können wir anpassen, damit wir eben diesen Progress haben, damit wir am Schluss sagen können, Jesus ist König und für Jesus ist nichts unmöglich. Und so, also ich habe noch nie gehört, dass Gott mir gesagt hat, hey nein, das machen wir jetzt nicht. Das ist noch interessant. Okay. Sondern oft habe ich gesagt, das wäre doch jetzt der richtige Entscheid. Das wäre doch jetzt super, wenn wir das anpassen können. Und es ist eben immer Schritt für Schritt. Es kommt nicht alles auf einmal, sondern jetzt weiß ich, okay, die nächsten 6 Monate haben wir das und das in Planung. Jetzt machen wir das. Also zum Beispiel, jetzt müssen wir noch eine Überdachung machen bei unserem großen Güllesilo, ein Zelt. Dann weiß ich, das ist jetzt der nächste Schritt, den mache ich. Ich habe noch nicht weiter geplant. Wenn das fertig ist, dann hören wir wieder, was ist jetzt der nächste Schritt? Was müssen wir wieder machen? Und so gehen wir Schritt für Schritt, immer in diesem Wissen, alles, was wir tun wir zur Verherrlichung von Jesus. Also, für mich ist das genau das Gleiche, als ich heute Nachmittag noch im Stall war, bei meinen Kühen, wie heute hier diesen Podcast zu machen, weil ich will nicht dieses dualistische Denken. Ich will nicht dieses griechische Denken von jetzt machen wir etwas Geistliches und jetzt machen wir unsere Arbeit, sondern egal was wir tun wir, weil wir Jesus lieben und Jesus fragt mich, kann ich meinen Hof machen, weil ich ihn liebe? Ja. Das ist mein Ansporn.
Viele junge Menschen haben große Entscheidungen zu treffen, Ausbildung, Beziehung, wie geht's weiter, wo investiert man wie viel Zeit oder wie geht man mit Geld um, all diese Dinge. Wie kann man den Heiligen Geist ganz praktisch involvieren in große Entscheidungen? Hast du da einen Vorschlag? Oder? Ja, also hoffentlich fragt man den Heiligen Geist nicht erst, wenn man dann zur großen Entscheidung kommt, sondern hat schon ein Leben gelebt und schon so viel in kleinen Entscheidungen ihn gefragt. Ja. Also ich merke, wenn man erst bei den großen Entscheidungen dann seine Weisheit will und wissen will, was der Heilige Geist sagt, dann ist man überfordert. Also dann ist das schwierig. Aber wenn ich schon geübt habe in den kleinen Dingen, in den kleinen Entscheidungen, einfach im Everyday Life, im Alltag so mit dem Heiligen Geist zu leben, dann fällt es mir dann viel einfacher, dann auch in den großen Entscheidungen. Dann weiß ich zum Beispiel, okay, ich erlebe oft einen Frieden. Genau. Dann gehe ich mal diesem Frieden nach. Ja. Dann habe ich mir schon wie etwas schon kennengelernt. Er ist eine Person, die man kennenlernen muss. Dann will man ihn nicht nur in den großen Events dabei haben, sondern im alltäglichen Leben. So schön. Dieses Ampelsystem, was du gesagt hast, oder dieses Frieden, dieses Grün oder Rot, wo du einfach merkst, ich habe diesem Frieden gefolgt, da kann ich durch. Ja. Und weil wir haben immer Angst, Gott kann uns nicht führen, aber er ist viel grösser, auch wenn wir mal eine falsche Abzweigung macht, hat er die Möglichkeit, uns wieder einzurenken. Oder wo ich zum Beispiel jetzt in Rot, wir haben vor einem guten Jahr unser Hofhund verloren und wir hätten eigentlich einen wunderbaren neuen Hund gehabt und ich habe einfach irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, von dieser Züchterin diesen Hund zu kaufen. Und meine ganze Familie hat es nicht verstanden. Die haben gesagt, wir brauchen diesen Hund. Und ich habe einfach gemerkt, hey, nein, es ist nicht dran jetzt. Und das sind so, du merkst dann so du kannst dich darauf verlassen, weil du einfach merkst, ja, kann ich diesem Frieden folgen oder habe ich ein Block, ein Rot? Und dann lass es lieber sein. Und ich glaube, bei diesen Entscheidungen, wo soll ich einen Job machen? Ist die Beziehung die richtige? Hat das Zukunft? Da ist eben dieses Training so wichtig, dass ich dann merke, ich habe einen Frieden, oder? Und das ist ja auch immer wichtig, dass wir auch dass wir Brüder und Schwestern zusammen, Gläubige miteinander diese Sachen auch teilen, weil Gott oft durch den Heiligen Geist auch durch unsere Mitmenschen zu uns spricht, weil er sagt, hey, hast du das mal angeschaut? Findest du, ist das der richtige Weg? Und du hast vielleicht nicht Gott gehört, der gesagt hat, da musst du aufpassen. Aber deine Freunde haben gemerkt, da bist du irgendwie komisch oder da driftest du ab oder wieso machst du das so und so? Und dann merkst du, wie Gott redet eben nicht nur durch die Bibel, nicht nur selber durch den Heiligen Geist, sondern auch durch Gemeinschaft und Freunde zu uns. Ja. Das heißt nicht, dass ich jedes Wort von irgendwem annehme, nur um richtig zu sagen, aber ich habe ja Freunde, die ich lieb habe, die auch Jesus nachfolgen. Und dann ist es eben schön, wenn wir auch auf diese Stimmen wieder hören können. Dann kommen eben 3 Sachen zusammen, oder? Dann kommt dieses Wort, dann kommt diese innere Stimme und dann kommt diese Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist eben ein Riesenschlüssel. Stabil, ja. Und das darf ich noch kurz, das finde ich eben auch schön, dass du das sagst. Wir wollen nicht nur nach dem Heiligen Geist eben für uns selbst, dass wir dann die richtigen Entscheidungen machen können, sondern für unsere Leute um uns herum, für die Gemeinschaft, für die Kirche, für die Welt da draußen. Und das ist das Schöne, dass du das ansprichst, weil wir haben den Heiligen Geist, um den anderen zu dienen, um sie zu ermutigen. Und wenn wir nach dem streben, dann passiert es auch öfters dann, dass wir in der Kirche sind oder eine Freundin, eine Freundin uns ermutigt und uns hilft, wir nicht allein sind mit unseren Entscheidungen, weil wir alle geübt haben, auf den Heiligen Geist zu hören und auch einander in dem zu dienen. Amen. So gut. Ich möchte noch eine Angstfrage stellen, denn Jesus sagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Habe ich schon mal gegen den Heiligen Geist gesündigt und kann mir das nicht vergeben werden? Wie weiß ich, dass ich das gemacht habe? Also mit dieser Frage haben sich ja schon viele beschäftigt, viele Theologen. Und ich glaube, es ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin überzeugt, die Bibel ist da klar, dass dort, wo wir Jesus um Vergebung bitten, dass er uns da vergibt. Dort, wo er mit einem Herz das Buße tut, da dürfen wir seine Vergebung empfangen. Ich glaube, die Frage ist, was ist ja damit gemeint oder mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Und der Kontext ist da auch noch spannend. Da wird ja Jesus macht ein Wunder. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jesus macht ein Wunder. Und die Leute sagen dann, dass es nicht
der Heilige Geist, sondern dass eine Dämonin besessen hat. Genau, also das ist ein bisschen der Kontext. Sie sehen eigentlich, wie Jesus wirkt im Heiligen Geist und sie sagen, okay, das ist ein anderer Geist, der hier wirkt. Das ist sicher auch spannend, wenn wir den Kontext anschauen. Der Heilige Geist ist ja der all das wirkt, der die Sünden vergibt, der uns aufmerksam macht auf unsere Sünden, der in uns verändert uns, dass wir ähnlicher wie Jesus werden. Und wenn wir uns dem verwehren, wenn wir das nicht wollen, dann kann auch uns nicht vergeben werden. Also ich weiß nicht, ob man ganz rauskommt mit meinen Worten, aber ich glaube, dort, wenn wir uns den Heiligen Geist verwehren, der uns aufmerksam macht, der unser Herz verändert, dann können wir auch die Vergebung nicht empfangen. Also dort, wo wir die Sünden wie nicht wahrnehmen, wo wir sein Wirken sehen, wie diese Menschen, wenn wir das Wirken von Gott sehen und erkennen und dann aber das nicht an uns heranlassen und nicht das aufnehmen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, es gibt ja die Bibel spricht von betrübt nicht den Heiligen Geist und die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auseinanderhält. Ja. Ich glaube, ich habe den Heiligen Geist schon oft betrübt, wo ich einfach nicht das gemacht habe, was ich eigentlich in meinem Herz gespürt habe, wäre richtig oder habe etwas Falsches gesagt. Und da ist ja eben diese Gnade etwas Wunderbares, wo wir wissen, wir sind Kinder Gottes, wir dürfen umkehren. Und ich glaube, oft benutzen dämonische Mächte, benutzen solche Verse wie die Sünde gegen den Heiligen Geist, um Menschen in Gefangenschaft zu halten, weil sie denken, mir kann nicht vergeben werden. Ja. Weil ich vielleicht in Okkultismus war, weil ich vielleicht wirklich Blasphemie gegen den Heiligen Geist betrieben habe. Und da bin ich absolut bei dir. Es gibt nichts Größeres als dieses Blut von Christus. Und ich glaube, wenn ein reuiges Herz, und das sehen wir durch die Bibel, im Alten Testament mit dem Volk Gottes, im Neuen Bund, wenn jemand gerne Vergebung hat, dann wird Jesus nie jemandem Vergebung zurückbehalten. Und das ist etwas anderes, als wenn ich willentlich mich distanziere. Und darum ist es auch immer, und da möchte ich jeden ermutigen, wenn ihr das Wirken des Heiligen Geistes seht, dann sagt nicht einfach, das ist nicht der Heilige Geist, weil ich es nicht verstehe oder weil es komisch ist oder gegen meinen Verstand. Weil oft haben wir das Problem, weil wir einfach sagen, das, was ich nicht verstehe, das ist sicher nicht vom Heiligen Geist. Und ich glaube, Gott ist so viel größer und da müssen wir selber unser Herz beschützen, dass wir nicht zu vorurteilig Leute abschneiden oder sagen, nein, das ist dann nicht vom Heiligen Geist, weil es gibt ja so viele, du kannst nur auf YouTube gehen, es gibt so viele Leute, die genau wissen, was der Heilige Geist macht und genau wissen, was der Heilige Geist nicht macht. Und da möchte ich mich hüten davor, dass ich der Richter bin und sage, was dann jetzt genau der Heilige Geist ist und was nicht. Und ein Brennpunkt, das du gesagt hast, der Heilige Geist macht immer Jesus groß. Er ist da, um uns von unserer Gerechtigkeit in Christus wieder zu überzeugen und zu sagen, preist diesen Gott, gebt ihm die Ehre mit eurem ganzen Leben. Und das ist eben das, oder der Heilige Geist ist der Jesus groß macht. Und da können wir immer, das ist ein Schlüssel, ist der Heilige Geist am Werk, uns zu fragen, bekommt Jesus alle Ehre? Wird Jesus groß gemacht, wird dieser Vater Gott geehrt, dann können wir sicher sein, dass dieser Heilige Geist am Werk ist, oder? Auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen. Cool. Ich würde gerne zum Abschluss, vielleicht könnt ihr ein Gebet sprechen, wo ihr einfach spürt, dass das Gebet könnte auch ein Gebet sein, dass die Leute jetzt zu Hause mitbeten könnten, einfach um dem Heiligen Geist Raum zu geben. Vielleicht kannst du anfangen, etwas, was Gott, der Heilige Geist dir jetzt gerade aufs Herz gibt und dann du. Ist das gut, dass wir einfach, was ihr gerade spürt, wir machen das jetzt so und ich glaube, das hat Kraft für einige von euch jetzt auch zu Hause. Jetzt ist der Moment, wo der Heilige Geist anklopft und bei dir rein will. Und wenn du mutig sein möchtest heute, dann bete von Herzen das Gebet mit von Jane und von Dominik. Ja, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du so ein treuer Begleiter bist. Ich danke dir, dass es deine größte Freude ist, mit uns unterwegs zu sein. Und wir möchten uns immer wieder neu öffnen für deine Stimme, die manchmal auch leise ist. Neu öffnen für dein Reden, damit wir dich hören können.
Und dort, wo wir vielleicht Angst haben, wo wir eben auch nicht verstehen, dort möchten wir dich bitten, dass du uns mutig machst, dass wir ausprobieren dürfen, dass wir unser Herz öffnen können und dass wir nicht müde werden, nach dir zu fragen. Wir wollen nicht müde werden und ich bitte dich, wir brauchen deinen übernatürlichen Hunger nach dir, dass du uns übernatürlich hungrig machst, nach dir zu fragen, jeden Tag neu, nicht nur in den großen Momenten, nicht nur am Sonntag, sondern in unserem alltäglichen Leben. Du möchtest Tag für Tag mit uns unterwegs sein und da wollen wir nicht müde werden, nach dir zu fragen und nicht müde werden, uns zu freuen ab dem unglaublichen Wunder, dass du Wohnung in uns genommen hast, dass du gesagt hast, in dir möchte ich wohnen. Erinnere uns an das, Heilige Geist, dass das ein Wunder ist. Die Freude von dem soll uns niemand nehmen. Heiliger Geist, ich danke dir so viel mal. Du bist einfach der beste Freund, der sich ein Mensch vorstellen kann. Du bist Gott selber. Ich danke dir, dass du in uns wohnst, dass du auch in den Menschen, die jetzt da diesen Podcast anschauen, gerne wohnst, gerne Platz nimmst in ihrem Herzen, vielleicht zum ersten Mal. Und Heiliger Geist, du bist der Geist des Lebens. Und du bist der Geist, der die Zukunft kennt und der uns an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Und für das möchte ich beten, Heiliger Geist, dass du bist ein Freund, der uns nie verlässt. Auch wenn wir untreu sind, bist du treu. Du möchtest mit uns durchs Leben gehen und wir wollen dir sagen, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir lieben dich, wir danken dir für deine Werke, die du schon in unserem Leben getan hast und noch tun wirst. Wir danken dir für die Zukunft, die du kennst, für alles, was wir überwinden werden durch deine Hilfe. Und so segne ich uns alle, dass wir in dieser Bereitschaft immer wieder unsere Schilder ablegen, unsere Mauern, unsere Herzen ablegen und sagen, Heiliger Geist, bis ein Freund, komme rein, führ mich, ich brauche dich von ganzem Herzen. Danke so vielmals, dass du nicht an unseren Herzen vorbeigehst, dass du uns gerne ermutigst, dass du uns gerne aufrichtest, dass du uns gerne mit Rat und Tat zur Seite stehst, im ganz Einfachen, in einfachen Gedanken, in einfachen Liebesbeweisen in unserer täglichen Arbeit. Danke so vielmal. Wir lieben dich und danken dir so vielmal, Jesus, dass du zu diesem Vater aufgefahren bist, dass du gesagt hast, ich schicke euch jemanden. Man kann es ja fast nicht glauben. Wir würden doch gerne Jesus bei uns haben, aber du, Jesus, hast gesagt, es ist besser, dass ich weggehe, damit der kommen kann, der wunderbare Heilige Geist, der überall sein kann, in jedem Menschen leben kann. Ich danke dir so viel mal, du bist einfach wunderbar und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in unserem Leben bist und mit uns durchs Leben gehst. Yes. Amen. 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 Yes. Wir glauben, dass der Heilige Geist gerade zur Zeit so an vielen Orten wieder wirken will. Und wir sehen das auch immer wieder hier in Zürich, aber auch im ganzen deutschsprachigen Raum. Darum glaube mit uns, lass dich auf das ein. Jesus ist treu und er möchte viel auch durch seinen Geist auch in deinem Leben tun. Wenn du magst, kannst du ja zu Jesus First Camp, kannst du hier nach Zürich kommen, Ende des Jahres und auch sonst auf diesem Kanal brennen wir dafür, dass Menschen wie du genau eben Jesus immer mehr erleben können. Danke, dass du dich eingeklickt, abonniere den Kanal, schreib noch einen Kommentar, was dich bewegt am Heiligen Geist, das würde uns interessieren und bis bald. Be blessed.